China hat nach dem 11. September in Xinjiang ganz verstärkt durchgegriffen. Die chinesischen Behörden haben, wie weltweit auch andere Regierungen, den Krieg als Vorwand benutzt, um politische Dissidenten zu bekämpfen. Mit großem Argwohn betrachtet Peking die Moslems im Land. Die chinesische Führung befürchtet, dass die Separatisten in den Moscheen Rückhalt haben, dass sich dort ein fundamentalistischer Islam breit machen könnte, der die Einheit der Volksrepublik bedroht. Vorwürfe, die der Imam von Kashgar kategorisch zurückweist. Die normalen religiösen Aktivitäten wie die Gebete und der Fastenmonat Ramadan werden so abgehalten, wie es der Koran vorschreibt. Der Islam heißt weder Mord noch Zerstörung noch politische Kämpfe gut. Islam und Terrorismus sind zwei völlig verschiedene Dinge. Nach dem Freitagsgebet traf man sich auf dem Moscheeplatz auf ein Schwätzchen. Vorbei die Zeit. Ganz modern und ganz westlich soll das jetzt werden, auf keinen Fall eben muslimisch und terrorverdächtig. So wie in Urümqi, der Hauptstadt der autonomen Region Xinjiang. Einen Fahrtag entfernt von Kashgar hat der Westen längst Einzug gehalten. Amerikanische Fastfood-Ketten und Wolkenkratzer. 80% der Bevölkerung hier sind inzwischen Han-Chinesen, nur noch 20% Uiguren. Noch vor 60 Jahren war das umgekehrt. In der gesamten Region ist heute nur noch jeder zweite Bewohner uigurisch. Mit gezielter Umsiedlungspolitik hat Peking diesen Wandel erreicht, angeblich um die Wirtschaft hier zu fördern. Herr Wang ist 1968 aus dem Osten Chinas hergezogen und betreibt einen Souvenirladen. Spricht er denn nach so vielen Jahren auch Uigurisch? Wenn man die Uigurensprache lernen will, ist das nicht schwierig, sagt er. Aber ich habe sie nicht gelernt. Genau das kritisieren die Uiguren. Systematisch würde Peking ihre Kultur und Sprache zerstören. Diese Mittelschule in Korla ist eine Ausnahme. Hier können die Schüler und Schülerinnen ihre Muttersprache sprechen und auch Arabisch schreiben. Normalerweise wird auf höheren Schulen nur in Mandarin-Chinesisch unterrichtet, der offiziellen Landessprache. Die 14-jährige Ressa Leitje ist froh über dieses Pilotprojekt. Ich mag Uigurisch, weil es meine eigene Sprache ist, sagt sie. Vor 3 Jahren wurde die Schule gegründet. Es gibt 2 Rektoren, einen für die Chinesen und einen für die Uiguren. Vorher hatten wir 2 getrennte Schulsysteme. Die uigurischen Kinder wurden in den ersten Jahren in ihrer Sprache unterrichtet, die anderen in Chinesisch. Wir haben die Klassen jetzt so gelassen. Auch in den höheren Jahrgängen behält jetzt jeder seine Sprache. Doch spätestens an der Universität müssen sie dann wieder Chinesisch sprechen. Die wenigen Kurse, in denen in ihrer Landessprache unterrichtet wurde, wurden auf Druck der Behörden geschlossen. Zurück in Kashgar. Noch Wochen werden die Bauarbeiten auf dem Platz wohl andauern. Eine Shopping Mall soll hier entstehen. Und über allem wacht der große Steuermann Mao Zedong. Ohne den wären die Uiguren vielleicht heute noch immer unabhängig.